So, die Damen und Herren, schöne gute Mittag. Ich bin froh, heute hier zu sehen. Das fehlt mir immer ein bisschen von Wochen, wo ich Februar-Presse mache, mit der Menschen im Ausland oder da, wo wir dann im Moment sind. Ich bin gut gelaunt, wir sind mal gegen Grippe geimpft gehen, so wie die anderen Minister noch. Das ist eigentlich immer gut, auch Rappel zu machen und all die Leute, die das wollen, dass das für der Saison von den Grippen util kann sein, für das mit die Grippen, die sich dann heinz verbreiten, noch gut kann evitieren. Das ist auch gut zu rappellieren an diesem Monat, dass wir, wenn wir schon am Kontext von der Gesundheit sind, den Oktober, also der Monat gegen den Brustkrebs. Ich fand das extrem wichtig, auch zu rappellieren, wie wichtig die regelmäßig Mammographie sind. Ihr wisst, dass die Regierung, weil es wichtig geht, davon weiß, auch die Altersperioden von den Leuten, die können an den Mammografieprogramm kommen, erweitert tun. Und das ist Jahr also nicht recht bei 50 Jahren, aber schon 45 Jahren die Leute, die Frauen invitiert gehen, für sich auf eine präventive Weise denen Examenen zu stellen. Ich meine, das ist ganz util, wie das den Monat Oktober, ja, den Monat, wo wir an den Brustkrebs sollen denken wir einerseits an all die mit der Krankheit geplant sind, wir auch alles müssen machen, für dass wir das können prävenieren. Wenn ihr wisst, dass auf rund 1000 Fälle 40 auf 1000 Tester eng 40 Leute einen anormalen Test herno, davon da 7 auch aufgrund von den Statistiken herno der Krebs haben, dann ist es all Fall, die man können präventiv durch Tester evitieren, für die Menschen, die es betrifft, eine ganz große Hilfe. Und dafür meine ich, dass neben der Grippenimpfung doch eine gute Gelegenheit an diesem Monat, wie gesagt, und präventiv zu denken, mehr an die Leute, die darunter leiden, und dass wir ihnen all das gut wünschen, viel Courage. Und Gott sei Dank, dass wir eine gute Medizin haben, die hilft, viel von den Fällen auch können zu heilen. Die Regierung und das Regierungsgeschäft hat heute über ganz viele Sujets geschwärzt. Das waren einerseits Sujets von sozialer Gesellschaftspolitik, andererseits Sujets von der Geopolitik, von der internationalen Politik. Ich wollte mal die Stichwortartig durch ein paar von den Sujets gehen, für da mehr Zeit zu geben, für Fragen zu beantworten, weil ich meine, das ist ja das flott an dem Exerzice, den wir hier im Regierungsrat bei anderen Pressebriefingen haben. Der Monat Oktober war selbstverständlich institutionell gekennzeichnet zu Lützeburg durch einen historischen Akt, nämlich den, wo wir für die 6. Mal an der Geschichte von unserem Land einen Lieutenant-Repräsentant vom Grand-Duc Kriton, den Großherzog Guillaume, als Jodomata berechtigt gehen, all Akten, die der Grand-Duc der Verfassung noch kann holen, die auch selber zu machen. Das ist also eine extrem gute Präparation auf Sukzession Thron an unserer konstitutionellen Monarchie. Konstitutionelle Monarchie, die ja verbindet einerseits die Stabilität und Kontinuität und der Spitze vom Staat, mit andererseits den demokratischen Wahlen, die sich alle 5 Jahre ausstrecken. Das war ein schöner Moment. Ich habe noch gespürt, wenn ich mit den Leuten geschwärzt hat, wenn die Leute den daran noch gesehen hat, dass sie voll Vertrauen haben, dass Prinz Guillaume da dann seine neue Rolle wird ganz gut machen, aufgrund von all dem, was bei seinen älteren Gesinn gelehrt hat, mit dann noch sein eigenes Wesen damit ranbringt, durch seine eigenen Interessen. Die Interessen, die werden auch weisen, nicht nur an seine erste Reise, die möchte am November am Kader von einer Mission auf der Web Summit zu Lissabon, mit der reflektiert doch ganz klar den Interesse, den Großherzog hat, und der Innovation und den neuen Technologien, eigentlich der Fortschritt von unserem Land. Und dafür dürfte es doch nicht verwundern, dass den Grand-Duc und den Grand-Duc Héritier der Regierung eine Proposition gemacht hat für einen neuen Hofmarschall,
den ganz en linas mat den Intereen déi de Prinz Guillaume huet. An dofir huet d'Regierung de Moyen op Proposition vum Grand Duc a vum Lieutenant Repräsentant, Madame Sacha Bailey zum naier Hofmarschallin op den Datum vom 1. März 2025 genannt. Madame Bailey als eng Diplomatin, die an den letzten Jahren 5 Jahre Direktrice ist von Luxinnovation, die wird sie oft auf Events darüber begehnt. Sie wird also durch Sukzession von dem aktuellen Hofmarschall, dem Herrn Paul Dürr, den an Pension geht, ob den 1. März, überholen 1. März, für das sie auch kann an ihrem aktuellen Betrieb, also Luxinnovation, Transition ordentlich organisieren. Aber sie werden auch schon an einer Reihe von Personalentscheidungen selbstverständlich mit angebunden gehen. Den Grand Duc Héritier konstituiert natürlich seine Equipe rundherum hier, wie er das an seiner Arbeit wird brauchen. Seine engsten Mitarbeiter, seine politischen Berater, an sein Aide-de-camp werden noch weiter an den Missionen begleiten, sodass es à la fois Renouveau ist und natürlich auch Kontinuität des seiner Equipe. Ich fand aus der Sicht von der Regierung, von mir als Regierungschef, den der Lien mit dem großherzoglichen Hof, das ganz gut Propositionen. Das geht also auch da an der Kontinuität, am Renouveau führen. Und ich wünsche von hier aus, dass Madame Bailey, die ich à l'œuvre gesehen habe, schon als Diplomatin an Ortono, am Wirtschaftsminister, bei Luxinnovation, bonne chance an ihrer neuen Mission. Wir haben, wie gesagt, viel Haut geschwärzt über die Sozialpolitik und Gesellschaftspolitik mit ganz unterschiedlichen Themen. Wir haben den neuen das Reglement angeholt, was an der Schule soll den Handyen regeln, den Handyverbot, wie das oft genannt wird, mit das bisschen nuanciert wie das. Die Idee haben drin, dass man die Digitalkonsumation wollen bei den Kanner Jugendlichen, und wir haben es doch gut bei den Erwachsenen, da gehören wir all dazu, ein bisschen bremsen. Es geht also nicht darum, dass Kanner kein Handy mit dürfen haben, es geht just darum, dass sie an der Schule, während der Schulzeit, nicht dauernd können Handy sind, Handy spielen oder was auch immer sie damit machen. Und dafür gesagt, den Reglement Grand Ducal, den der Schulminister, der Edukationsminister präsentiert hat, dass den Handygebrauch auch noch ähnlich elektronische Apparate, dass die nicht können gebraucht gehen an dem Fundamental, an was den Enseignement secondaire belangt, Lycée belangt, da dürfen die Handy müssen sie aussehen während der Schulzeit, dann sie dürfen noch, sie müssen einen gewissen auf einer gewissen Distanz zu ihrem Proprietär sind, muss also irgendwo hingelegt gehen, dass sie nicht dauernd in der Bank oder in der Boxentasche können schellen oder geguckt gehen. Ziel, wie gesagt, ist nicht etwas zu verbieten, Ziel ist etwas zu erreichen. Und das zu erreichen ist, dass sowohl das reelle Leben, seine Freunde, seine Kollegen, das Lehrpersonal getroffen, dass die mehr interaktiv mit denen sein kann, sich aus der virtuellen Welt heinz für ein paar Stunden soll rausklicken. Und dafür meine ich, dass das eine Maßnahme, die auch der Edukationsminister mit den Eltern, mit den Enseignantsgewerkschaften geschwärzt wird, besprochen wird, an die haben wir also heute angeholt. Dann haben wir auch geschwärzt über das, was generell beschrieben wird als den Sozialdialog. Ich meine, der Sozialdialog ist für die Regierung extrem wichtig. Ich muss sagen, der Sozialdialog heißt, dass man als Regierung, als Staat mit den Sozialpartnern schwätzen. Das war immer so zu Lützeburg. Die Regierung wird das auch nicht ernst machen, au contraire. Die mengen, dass die Regierung nicht will, mit den Sozialpartnern schwätzen oder denen das an ihrem Narrativ gefällt, die irren sich. Was wichtig ist, und da muss man vielleicht auch ein bisschen lernen zu Lützeburg, ich muss heinz da schmunzeln, wenn ich Überschriften sehe, wo da steht, dicke Streit zwischen dem und dem. Nee, eine Divergence de vue auf einem Punkt ist nicht unbedingt dicke Streit. Eine Demokratie
lebt von unterschiedlichen Meinungen. Wisst ihr, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo jeder zu allen Sujets genau die nämliche Meinung hat, da sind wir schwach als Demokratie. Da ist eine neue Regierung da, und die neue Regierung, die will den starken Sozialdialog. Der Sozialdialog feiert den mit den Entreprisen und mit den Gewerkschaften. Aber das heißt nicht, dass den zu 100% auf alles muss eins sein. Wir wollen gucken, dass als Gesellschaft, als Ökonomie, als Familien- und Privatleben auf eine moderne Weise mit denen funktioniert. Dafür wollen wir eine Modernisation von der Arbeitszeitorganisation machen. Die steht am Koalitionsakkord, dafür sind wir gewählt gehen. Dafür haben wir eine Majorität. An der heißt, dass man auf verschiedene Sachen von der Vergangenheit, dass man die ein bisschen ernst gesehen. Ein Beispiel ist die Sonderarbeit am Commerce. Die steht am Regierungsprogramm. Wir sind ja erstaunt, dass das einmal entdeckt wird, weil wir machen das, weil ganz viele Leute, die am Commerce arbeiten, wir machen das wenige Leute, weil die gesagt haben, wir wollen nicht Sonntag für 4 Stunden von der Lorraine nach Lützeburg fahren, an 4 Stunden muss man heimgehen. Das ist also nicht eine Generalisation von der Sonderarbeit an alle Sektoren, wie ich das heute zu lesen. Es geht um eine Adaptation vom Familienleben und Berufsleben, und die muss ihn zum Teil an den Betrieben selber klären. Der Staat schafft den Kader, und da muss all Betrieb nur singen. Und hier geht es um den Commerce, aber das kann ich noch für andere, auf andere Sujets so gesehen. Da geht es darum, dass wir gucken, wie können wir zwischen der Entreprise und seinen Leuten Weg finden, dass den Leuten auf ihrer Schaff besser geht und dass Betriebe sich besser können organisieren. Das ist für uns ein modernes Arbeitsrecht, und da schaffen wir intensiv. Und ich hatte letzte Woche darüber auch Gespräche, sowohl mit dem Wirtschaftsminister wie mit dem Arbeitsminister, die da an einem Strang ziehen, sowie die ganze Regierung, für das den nächsten Monat umzusetzen. Aber für das umzusetzen, wollen wir selbstverständlich das mit den Gewerkschaften und mit den Entreprisevertretern beschwätzen. Die Gewerkschaften und die Entreprisen, Patronat, wie das heißt, geheischt, an dem Jargon, mit das einfach mehr Vertreter von den Entreprisen, die haben auf den meisten Sujets, das habe ich auch die letzten Jahre gesehen, die nämlich wühlen. Muss ich mit ihnen schwätzen, an den Dialog als notwendig. Ich kann nicht dafür sagen, dass ich die Diskussionen, die für den Moment laufen, nehmen zum Teil verstehen, dass ich auch aus den Gesprächen, die ich letztlich gefeiert habe, gemerkt habe, dass man eigentlich dasselbe wollen. Dafür will ich Heiner Renke ganz klar sagen. Die Regierung steht zum Sozialdialog. Ich habe letzte Woche mit den Präsidenten von den Gewerkschaften aus dem Privatsektor geschwärzt, OGBL und LCGB. Ich habe diese Woche mit der Gewerkschaft von der öffentlichen Funktion, der CGFP, geschwärzt, und ich habe ihnen gesagt, dass wir uns einerseits beim Staat ein Akkord salarial und am Privatsektor Kollektivverträge, dass die selbstverständlich mit den Gewerkschaften negoziiert gehen. Dafür ist das klar. Zugleich muss ich natürlich gucken, was das genau der Contenu von den Kollektivverträgen muss ich nicht verschiedene Details mehr auf der Niveau von den Entreprisen machen. Wie machen wir die Modernisation von der Arbeitszeitorganisation? Und darüber wollen wir Gespräche mit den Gewerkschaften führen, aber nicht nur mit den Gewerkschaften. Auch wenn der Kollektivvertrag just mit den Gewerkschaften gemacht wird. Ich will auch einmal Respekt ausdrücken für all denen Delegierten, Talschen ungefähr von den Personaldelegierten an die Betriebe, die nicht an einer Gewerkschaft sind. Das sind nicht alles Marionetten von den Patronen. Das sind Leute, die sich engagieren für ihre Kollegen am Betrieb. Und ich meine, wir sind in einer freien Gesellschaft, auch wenn der Merit von den Gewerkschaften, den historischen Merit von den Gewerkschaften unerkennen soll, er muss unerkennen, und ich mache das, gehen doch Leute, die eben nicht an einer Gewerkschaft sind, gehen noch Leute, die nicht an einer Partei sind. Das ist so an einer Demokratie, und wir wollen selbstverständlich auch hier Arbeit respektieren. Aber für die Gewerkschaften ist natürlich
Kollektivvertragswesen 1965 an iwwerhäert och no internationale Konventionen den wichtige Punkt, an dofir werden man dadurch weiter mat de Gewerkschafte machen. Ich will awer och enke run erinnern, weil dadurch am Debat bëssen ënnergeht. Wie wat den Debat iwwer kommers? Well man zu Lützeburg net so en hegen To vun Kollektivvertrag hunn, Kollektivvertrag hunn fir d Gesamtsalariat, wie der verschiedenen andere Länder de Fall ass. Am Dëwe kom de froh op, wie kann en dat machen, dat man méi der Kollektivvertrag kreien, méi auch dower wëll mar sachlichen Debat mat de Gewerkschafte feieren. An dofir kann ich auch so, dat net nimmen als Regierungschefich an den Lächen Deeg mat de Gewerkschaftspräsidenten mechen erhalen, dat waren iwgens ganz konstruktiver, positiv Gesprächer. So kann ich auch so, dat den Arbeitsminister, den Herr Michaud, an der Woch no der alle hellige Vakanz eure Rendevous mat den Gewerkschaften huet. Ich mengen dats der 5. November, wann ich mich net ehren, sodat also auch dat de Beweis ist, dat so wie als Land doch kennt, dat man den Dialog mat allen Sozialpartner werden weiter feieren, an ich begräßen dat ausdrücklich. Dann hummer de Moien auch am Kontext von der sozialer Gesellschaftspolitik iwwer Armutsbekämpfung geschwert. Ihr wisst, dat der wichtige Punkt für das Regierung ist. Wir haben de Moien ein Komitee angesagt, auf Wunsch vom Familienminister, den Aktionsplan wird helfen ausschaffen, den die Regierung nach dem Lied vom Familienminister wird Ende nächstes Jahr vorlegen. Wir sind uns aber gerade so bewusst in der Regierung, dass die nicht nach soll werden, bis alles an dem Aktionsplan steht. Das Komitee guckt nicht nur den Aktionsplan zu machen, guckt auch nur die Umsetzung von dem Aktionsplan. Das ist wichtig, nach einer Geheit zu appellieren, dass man 2 wesentliche Entscheidungen geholt, die die Armutswerte zu Lützeburg reduzieren. Das dient das, dass man ab 2025, also an 2 Monaten, werden eine automatische Ausbezahlung von der Allokation de vie chère an der Primenergie machen. Weil wir festgestellt haben, und das ist schön, dass das die letzten Jahre nicht gemerkt ist, dass nicht jeder den Beneficiär von der Allokation so wirklich froh könnt. Weil die Leute aus diversen Gründen vielleicht nicht so eins gehen mit den administrativen Prozeduren oder am Internet, am dürfen wird ab nächstes Jahr, ab Ugangs nächstes Jahr, wird die Allokation de vie chère ausbezahlt gehen und Leute, wann sie berechtigt sind, ohne dass sie müssen aufrufen. Das wird eine wesentliche Änderung, einen wesentlichen Beitrag sein zu einer Bekämpfung von der Armut. Das ist konkret Sozialpolitik. Gerade so wird die Allokation vom Januar um 10% herabgehen. Und ich erinnere auch daran, dass man für die Leute mit ganz kleinen Einkommens, und das sind die auch die Allokation de vie chère, also der drüber, Primenergie, wird ab Januar verdreifacht gehen, sodass der Effekt von einer Augmentation von der Energie für die Leute nicht wird spürbar sind oder nicht so viel spürbar wird sind. Und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben schon wesentliche Punkte umgesetzt, wo wir gesagt haben, am Kampf gegen Armut als Werten ersetzen. An dem Kontext will ich auch darauf hinweisen, eine Reihe Maßnahmen, die wir am Budget stehen haben für nächstes Jahr für die Bekämpfung von der Armut, an insbesondere die steuerliche Erleichterungen, Kreditimpôt an andere für Monoparentalen längerziehender ab Januar 2025. Ja, wir hoffen, dass die am Dezember an der Chambre können gestimmt gehen. Wir hatten auch einen kleinen Échange de vues über die Debatte rund um den Lützeburger Spruch am internationalen Kontext. Ich will heute eine Position rappellieren, die ich an der Chambre gesucht habe und die auch von der Regierung gedeelt wird, nämlich einerseits, dass wir als Regierung extrem attachiert sind an der Lützeburger Spruch. Der Beweis ist hier, ich gehe das Pressekonferenz auf Lützeburg an, nicht auf Französisch oder auf Englisch, wie auch zu Brüssel.
Ich musste dafür ganz oft zweimal machen, weil ein Reif von ihren Kollegen gerne nur das auf Französisch hätten. Das ist auch so, weil wir leben in einem Land, wo ein Mehrsprachigkeit ist. Und das auch stärkt von Lützeburg. Wir wissen, dass wenn wir an das Ausland gehen, dass wir können an eine Pursprache schwätzen, als Mensch eine Partikularität von unserem Land. Und die sollen wir stolz sein. Die hat also auch viel Brot, sowohl sozial wie wirtschaftlich. Aber das diminuiert nicht als Attachment der Lützeburger Spruch. Lützeburger Spruch gehört doch nicht enger politischer Partei. Lützeburger Spruch als Spruch von Eis Lützeburger. Und dafür steht sie an der Verfassung, und dafür gebrauchen wir sie auch, wenn wir als Messagen in die Männer verschicken, wenn wir mit ihnen schwätzen, ohne die Mehrsprachigkeit zu vergessen. Das ist aber eine ganz andere Dimension, wenn ihr am Ausland wollt, seiner Stimme, die Stimme von seinem Land, Gehör schenken. Und da meine ich, muss ich gucken, dass sich in einem Spruch ausdrückt, die auch die anderen verstehen. Und dafür ist es nicht anormal, dass wenn wir an den europäischen Institutionen sind oder auch sonst am Ausland, dass wir versuchen, auf Französisch oder auf Englisch oder auf Deutsch zu schwätzen. Da kann ich immer darüber diskutieren, wie kann die Bürger es mehr einfach machen, wenn sie kein Deutsch oder kein Französisch können. Aber wir werden wieder gucken, wie kann den Leuten helfen, die einen Brief zum Beispiel an die Kommission schicken oder so, an die kein Deutsch oder kein Französisch können, ob in denen nicht kann helfen. Wir meinen, dass es schwierig wäre, und noch nicht bezahlbar wäre, und noch nicht umsetzbar wäre, dass ging an den europäischen Institutionen verlangen, dass alles ging mündlich oder schriftlich auch auf Lützeburg übersetzt gehen. Das sehen wir als nicht realistisch. Nach gucken wir, ob wir nach mehr machen für einen Spruch national und europäisch zu verstärken. Und dafür haben wir heute, das war aber sowieso viel gesehen, passt in diesen Kontext, auch ein Komitee interministeriell angesetzt, in den Kommissären der Lützeburger Spruch auch beim Lützeburger Aktionsplan unterstützt, wie auch alle Ministerien gucken, wie sie den Lützeburger Spruch nach mehr können gebrauchen. Aber wie gesagt, es gibt eine emotionale Dimension von der Spruch, und der wir hängen. Es gibt einen Spruch nur Bannen, die also auch ganz oft verbindet. Und es gibt eine Dimension nur Bausen, wo es Vielsprachigkeit als hilft, dass Lützeburg auf der Karte zu Dresden, zu Straßburg, auch so Plätzen, zu Washington, zu New York, dass Leute als hören und dass sie Lützeburg wohlholen. Und dafür muss ich Heinz den Spruch von den anderen schwätzen. Und das hält nicht weg und als lebt und der Lützeburger Spruch. Wir hätten gerne, dass wir dabei verstärken. Dann hatten wir eine große Wolle Außenpolitik, auch am Regierungsrat. Das geht nicht mehr auch mit kleinen Stichwörtern durch. Die Ukraine, schwierige Situation, wo ich Rapport gemacht habe von der Visite von Präsident Zelensky beim Europäischen Conseil. Lützeburg bleibt auf der Seite von der Ukraine. Auch wenn wir wissen, dass der Krieg nicht von Haut auf morgen rüber ist, wir wollen nicht, dass keine Grenzen verschoben gehen durch die Gewalt, und wir wollen nicht, dass Russland den Krieg gewinnt und dann einfach auf dem Terrain, den sie besetzt hat, sitzen bleibt. Da geht es um internationales Recht. Und internationales Recht ist wichtig, als die wichtigste Waffe, die ein Kleinland hat, und dafür setzen wir uns für den Respekt vom internationalen Recht an. Dann haben wir natürlich, wie so oft, eine Diskussion rund um die dramatischen Evenemente am Nahen Osten gefeiert. Die Situation ist komplex. Wir setzen uns weiter an für einen Waffenstillstand. Wir setzen uns an für humanitäre Hilfe. Wir setzen uns an für eine Zwei-Staaten-Lösung am Kader von einem Prozess, den Stabilität und Frieden in der Region schafft. Und dafür begrüßen wir, dass der Vizepremier und Außenminister, den Herr Büttel, nächste Woche obenheits an die Region geht, für auch sowohl an Israel wie an Palästina Stimmen zu hören, die sich da im Terrain ausdrücken. Und dann kommen wir auf das Sujet zurück an dem ersten Regierungsrat nur der Reise von dem Außenminister an der Region. Und noch, ich meine, die Reise leidt auch wichtig und richtig für eine außenpolitische Deklaration, die den Außenminister
den 19. November am Parlament mischt. Und dafür wünsche ich ihm auf der wichtigen Mission bonne Chance. An dem Kontext hat Lützeburg auch dezidiert, weil ich gesagt habe, humanitär Hilfe, das gilt für die Gaza, das gilt auch für den Libanon, dass Lützeburg, so wie den Herr Minister Büttel das gestern zu Paris mitgeteilt hat, dass man 4 Millionen Hilfe geben und Nothilfe und den Libanon, weil natürlich auch die Leute an einem Land, was schon extrem geschwächt ist, dass die Leute auch darunter leiden und all dem, was an dem Land geschieht. Und dafür ist das eine Hilfe für den Libanon und das ist auch eine Hilfe für uns, weil ihr wisst, dass wenn es am Nahen Osten schlecht geht, dann hat das doch Inzidenzen ob ganz vielen an Eisenregionen, Flümigratoren, ob Zypern, an Ähnliches, sodass das also weder menschlich, die egal ist, was da geschieht, noch ob die Reperkussionen, die auf Eisländer hat. Finalement, an dem Kontext ging ich will sagen, dass man Mission verlängert tun hat, Partizipation von Lützeburg und der zivilen Mission an Georgien. Georgien war das Land, das was ja auch extrem tirailliert das zwischen seinem Drang nach Westen und der Europäischen Union an der Influenz von Russland, ein Teil von dem Territoire als besat, und dafür haben wir auch an die Zivil-EU-Mission dezidiert, weiterhin 2 Lützeburger Polizisten zu schicken, die dafür beitragen sollen, dass es Frieden an dem Teil von Europa gibt. Voilà, das ist ein bisschen den Tour de Table, den wir gemacht haben, können nach über vieles schwätzen. Ich ging vielleicht nach 2 Punkten, wenn ihr erlaubt, dabei setzen. Ich gesehen, dass ich lesen, dass ganz viel ONG, viel Männer Donner kriegen, wie das vor dem Caritas-Skandal der Fall war. Ich will heute so, was ich der Idee bei einer ONG, die 10 Jahre oder gefeiert hat, oder 50 Jahre gefeiert hat, gesagt haben, ich meine, dass die nicht ein paar Sachen mitnehmen, durch Negereien. Einerseits machen all die ONGs, auch Caritas, haben eine remarkable Arbeit gemacht am Dienst von den Schwächsten an der Gesellschaft, sowohl daheim wie am Ausland je no Organisation. Die Arbeit, die verlangt als nächsten Respekt, die hatten immer und die werden noch immer behalten und die verlangt auch Unterstützung. Und dafür ist es doch wichtig, dass die weiter die gut humanitäre Aktionen erheben am Ausland unterstützt. Ein Skandal an eine Fraude, so kondamnabel wie sie ist, kann ich nie total evitieren. Aber daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass jeder überall permanent könnt, an einem Skandal und einer Fraude verwickelt gehen. Ich meine, das wäre nicht die richtige Konklusion, die daraus ziehen. Also wir können nicht nur als Mitbürger encouragieren, den ONGen weiter Vertrauen zu schenken, und auch da, wo ihr Herz an ihre Kap dafür, ihr Herz schlägt, an ihre Kap dafür sich bewegt, dass den auch ruhig soll, auch weiterhin die Leute unterstützen, das mit Suchen, mir auch mit Herz, mit Engagement, dann noch seine Freizeit weiter soll für so ONGen geben. Ich meine, das ist wichtig für eine soziale Kohäsion, die uns so um Herz liegt. Voilà, damit halten wir vielleicht mal auf diesem Punkt ab und dann beantworte ich Fragen. Merci. Michael Sinner von RTL. Merci, Herr Frieden, soweit. Ich komme zurück auf den Sozialdialog, wann der erwartet. Ich gebe mal sehr eine Remarque erlauben, wenn dir musst lachen über das Titeln, gebe ich rekommandieren, nur zu lauschen, was Patrick Turi sieht, der Mann ist durchaus Rosen. Also, das ist nicht so, wie wir mir geben an unsere Reportagen Streit erfahren oder abbauschen, den es nicht gibt. Gewerkschaften sind wirklich quisch. Wenn ich es richtig verstanden habe, das könnte man vielleicht noch konfirmieren, dann hat die Regierung nicht wollen
Unrecht von den Gewerkschaften für Kollektivverträge zu verhandeln, kratzen zu gehen, auch in Zukunft nicht. Aber dir gibt gern verschiedene von den Punkten, die im Moment draufstehen, was an Kollektivverträgen gehört, daraus herausholen. Wenn man kennt präzisieren, wie eng das sind, an für mich schläst sich Storen auch froh hun, als das nicht aber ein bisschen de Gag mit den Gewerkschaften gemacht, weil wenn da so, ja, die darf zwar Kollektivverträge verhandeln, mit die wichtigsten Sachen, die holen man dann daraus heraus, weil das dann der Recht noch wert für Kollektivverträge zu verhandeln. Merci. Ich finde, dass erstens würde ich so nicht lachen über die Überschriften, aber ich realisiere noch, wo ich zurückkomme an Politik, das gilt für die Presse, aber auch für die Leute, dass die Idee, wenn in eine andere Meinung hat, dass das direkt ein großer Streit ist über das Land auf Feuer auf Flamme steht. Ich will sagen, dass es gut ist an einer Demokratie, das war mein Punkt, das habe ich übrigens auch gesagt bei Nationalfeiertag, dass es wichtig ist in einem Land, dass wir mit ihnen diskutieren über verschiedene Sujets. Ich meine, das ist gut, dass wir darüber diskutieren, was ist die Rolle von dem einen und dem anderen in dieser Gesellschaft. Das ist gut, dass wir diskutieren, was die Rolle ist von Gewerkschaften, was die Rolle ist von den Leuten, die nicht in einer Gewerkschaft sind. Und das ist das, was ich mir in diesem Land mehr wünsche. Guckt, ich habe letzte einen halben Satz gemacht über ein ganz anderes Sujet. Das war im Kontext von einer Aussage über Atomenergie. Und du hast gesagt, oh, das darfst du denken, das darfst du zu Lützeburg nicht sagen. Ich will das sagen, dafür hatte ich auch bei Nationalfeier, da bin ich darauf zurückgekommen. Ich meine, dass es wichtig ist, dass man an einem Land über Sujets diskutieren und dass Streit nicht etwas ist, was als Gesellschaft soll dividieren, sondern dass muss respektvoll diskutieren. Das ist schon ein letzten Tag, ich habe Hunderte von Leuten geschwärzt, auch über den toten Sujet. Ich war ja schlussendlich an viele Betriebe. Ich weiß, was Delegierten an Gewerkschaften machen, und ich weiß auch, der Besoin für verschiedene Sachen zu reorganisieren, für die Familien am Berufsleben besser mit ihnen zu verbannen. Dafür, ich will das noch einmal sagen, das war par rapport zum Element Streit. Ich hätte gerne ein Debat respektuös von den Leuten am Land über viele Sujets. Dafür meine ich auch Politik, dafür sind ich zurückgekommen an Politik, und ich freue mich auf den Debat mit dir, mit dem Land, mit der Gewerkschaft. Zweiter Punkt. Und da mein Aussage liegt, verdrängt man im Sinne, man dürfen also sind ich dankbar, dass er nach ein gefragt. Wir haben eine ganz Panoplie von Sujets am Koalitionsakkord, die wir gerne gingen beschwätzen. Wie können wir 2024 in Zukunft und als Zeit aufpassen? Die Zeit, die ähnlich das wie am Industriezeitalter. Die ähnlich das wie, wo nach Manner Internet gouf a kein Teletravail gibt. Gibt also so viele Sujets, die man muss diskutieren. Verschiedene Sujets diskutieren die besser auf einen ganzen Sektor, andere diskutieren die besser pro Betrieb. Und ich weiß, dass da vielen kleinen Mittelbetrieben das doch extrem gut funktioniert. Dafür, das ist der Zweite, an die Diskussion gebe ich auch kein Beispiel, weil die Gespräche fangen ja recht an. Und die Gespräche, die werden wir an den nächsten Monaten feiern, sowohl der Wirtschaftsminister wie den Arbeitsminister zusammen mit all den Sozialpartnern. Ich bin überzeugt, dass wir da eine gute Lösung finden. Und der Dritte, das ich konfirmieren, das Recht von den Gewerkschaften, Kollektivverträge zu verhandeln. Die Diskussion war ja, sind wir damit zufrieden, dass man nicht mehr Kollektivverträge haben? Was können wir machen, für das zu ändern? Aber was machen wir dann mit den Delegierten, Teilchen von den Delegierten, die nicht an einer Gewerkschaft sind, die auch eine Arbeit tun? Aber Gewerkschaften haben ein historisches Recht, für Kollektivverträge zu verhandeln. Und es war auch nicht die Intention, das hat der Arbeitsminister selber in der Chambre gesagt, für das Recht ihnen wegzuholen. Und ich will auch nicht sagen, von der Dat, weil ich weiß nicht, ob ich das für Druck gesagt habe, ich hatte ein ganz gut, ein konstruktives Gespräch mit den Präsidenten von den 3 Gewerkschaften. Das heißt, ich sage nach immer nicht, dass die muss über alles sich eins sind. Der Sozialdialog heißt nicht, dass die muss über alles eins sind. Sozialdialog heißt, dass die muss man den schwätzen. Dialoge heißt man den schwätzen, heißt nicht, dass die muss auf alles eins sind, weil eine Regierung hat auch eine Verantwortung an einem gewissen Moment, nur lauschen zu entscheiden. Und das ist die Fassung, wie diese Regierung
will als Land für die Zukunft stärken. Merci. François Hollhoff nachteilech bleiwe bei demsche Sujet do wenn Schlu ausgestreckt. Werden net einfach gewircht, wann den Herr Micho trotzdem op Messer op der Branche oder net de Gewerkschaften einfach dat gesot hat, wat der lo gesot huet, nämlich dat iwwer Detailer Schwarze méi a priori drächt vun de Syndikat besto bleifft fir ze Kollektivverträg CCT ze verhandeln. Ich war an der Sitzung nicht dabei, und dafür will ich die Sitzung nicht kommentieren. Aber das ist nie gut, wenn in einer Sitzung verlässt, in alles Konsum. Aber mir einfach gewusst, wenn einfach das gesagt hat, was die gesagt Ich weiß ja nicht, ich kann nicht Herr Allner nicht genau so, was du gesagt hast, dafür bringt er das nicht führen. Okay, auf jeden Fall bin ich froh, zu sehen, dass auf beide Seiten der Willen zum Dialog besteht, weil einerseits haben Gewerkschaftspräsidenten mit mir als Regierungschef geschwärzt, und andererseits gesehen sie Anfangs November den Arbeitsminister für weitere Gespräche. Aber wie gesagt, nachher auch dort erwarte ich nicht den Tag, dass du den weißen Damm rauskommt, weil die Sujets, die müssen diskutiert gehen, die sind breit. Das sind da, wie gesagt, für zu gucken, was wollen wir an den nächsten Jahren machen. Das ist das Koalitionsprogramm. Das Regierung als angetreten für eine Modernisation von einer Arbeitszeitorganisation, am Deal am Kapitel über den auf verschiedene Plätzen am Regierungsprogramm für allem Wirtschaftsminister und Arbeitsminister stehen eine ganze Reihe Punkte. Guck dir die Punkte nun, über all die Punkte muss geschwärzt gehen. Daneben haben wir auch Punkte E-Seite gesagt. Ich will daran erinnern, dass wir die Kaufkraft von den Leuten massiv gestärkt haben, was natürlich eine starke Sozialpolitik ist, die wir vom ersten Tag gemacht und nicht gewartet bis am Ende der Legislaturperiode, sodass wir auch das Punkte sind, die an den gesamten Kontext der Sozialpolitik von dieser Regierung ran gehören. Aber wie gesagt, ich meine, dass die Gespräche gut werden gehen, dass die sich nicht über alles eins geht. Wie gesagt, das immer soll das immer versichern. Man muss nicht absolut so sein, dass das Zielsetzungen sind, dass die etwas umgesetzt kriegt, und nicht, dass die zu 100% um alles muss eins sein, solange das am Respekt diskutiert wird, ist das für mich okay. Merci. Ich wollte eben noch fragen, was Michael Sinner gerade gefragt hat, ein Element, da ging dann vielleicht rausgeholt aus dem Kollektivvertrag, was auch da kennt, mehr von Delegierten, ich weiß auch vom Plan d'Organisation du Travail zum Beispiel, dass das müsste auch können durch Delegierten direkt verhandelt werden, nicht mehr über den Kollektivvertrag, den muss von den Syndikaten Modernisation sein. Jetzt muss ich gucken, was möchte mehr Sinn an Detail von einem Betriebsverhandlung, was möchte mehr Sinn, ob einem gesamten Kaderakkord zu machen. Mit dem muss Objekt sein von Gesprächen. Ich habe da keine vier gefassten Meinungen. Und ich bin noch par ailleurs nicht Arbeitsminister. Die Schnaps, weil die Gewerkschaften kennt, weil egal wie zeichnet sich schon raus, an einem Koalitionsakkord steht doch, dass in der EU-Niveau Lützeburg ja auch was Flexibilisierung von der Arbeitszeit angeht, etwas machen. Es gesagt, aber nur aus, wenn die Gewerkschaften erst wie an den sauren Apfel müssen beißen. Wann ich will eben einer mehr heterogene Weltrechnung drohen oder wie dir doch gesehen oder die Zielfährung, die da ist. Aber was kann ihnen entgegengehen? Denn Georges Engel von der SAP zum Beispiel gemeint, dass die Gewerkschaften hat diese Stärke, die gerade. Kann nicht von ihrer Seite für die Gewerkschaften. Gewerkschaften vertreten die Interessen von den schaffenden Leuten, man denen, die hier Member sind, auch die anderen hoffentlich, aber vor allem denen, die bei ihnen Member sind. Und die Leute an den Betrieben hätten gerne eine andere Arbeitszeitorganisation. Und dafür meine ich, dass, wenn in den Leuten nur lauscht, das, was wir machen als Regierung, das, was die Gewerkschaften auch manchmal machen, da meine ich von denen du auch wie nur vier. Ich gesehen das gar nicht an, dass das ging in anders, au contraire. Mein Punkt ist den, die Gesellschaft hat geändert, die Arbeitswelt hat geändert, die Wirtschaftswelt hat geändert, Moyen von dem Schaffen haben geändert. Und das, was alles so bei uns zukommt, mit der künstlichen Intelligenz, das verlangt, dass man als Regeln, wie man die Organisation von der Arbeit machen, als Arbeitsrecht oder Teile vom Arbeitsrecht auch überprüfen. Das ist ein moderner Staat. Und das werden wir machen. Ich kann das nicht in einem präzisen Detail festlegen, das ist mehr ein breiter Kontext. Und wir hätten natürlich auch können mit der Sonderarbeit werden, das Sonderarbeit am Kommerz streichen,
bis in dat an einem ganzen Park diskutiert hat, mir vu, dat das Projekt fertig war, a vu dat eng Demande ass die vom Terrain kënnt, wo viele Leute, die an dem Sektor schaffen, man gesagt, ging man dat lo schon machen. Aber dat sind Beispiele, die kann ich auch an einer breiter Diskussion führen, und als Ziel also eine breite Diskussion zu führen. So vielleicht auch noch einer Leute, einer Kollege von hier, ich will halt nicht den nee, bon, wenn der nicht der Fall ist, Voilà. dann Ich gif drunner uknappen justement wann zum Beispiel im Sondags Abend am Kommerz gëtt, weil so wie ich ihr schein null ausstreuen, sie dir der Meinung, dass die einzige Möglichkeit aus für eine Modernisierung von der Arbeitswelt zu kreieren, von der Organisation, von der Arbeitszeit, für das über Gesetz dann zu regeln, eben justement ohne die Gewerkschaften an dem Fall. Wenn der Kommerz ausschwätzt, da ist es justement so, dass Gewerkschaften ugefrot hun fir Kollektivverträge zu verhandeln. Patron sie net darüber ergangen, die froh mat den Sonntagsstunden die hätte nämlich durchaus auch können am Kader vu Kollektivvertragsverhandlungen regeln. Gesie dir keine Möglichkeit für op der Seite von de Patron umzusetzen, für die dazu zu kreen, für méi mat den Gewerkschaften zu verhandeln. Dat wir nämlich die andere Möglichkeit für mehr Kollektivverträge zu kreieren, so wie das d'ailleurs von der europäischen Direktive, die man sollen umsetzen, verlangt. ja, wenn ich gesagt habe, Sozialdialog ist nicht nur mit den Gewerkschaften schwätzen. Sozialdialog ist auch mit den Entreprisen schwätzen, und das geschieht ja auch. Und dafür ist es ganz normal, dass wir all die frohen auch mit den Entreprisen muss schwätzen, dann ist so nicht nachdenken, wenn der mit den Entreprisen schwätzt, dann wird gesehen, dass da ganz viele Entreprisen auch den internen Sozialdialog extrem gut funktioniert. Eine Entreprise, eine Direktion, ein Entrepreneur, den erfolgreich ist, meistens auch ein Entrepreneur oder bei immer, den seine Leute gut kennt, die gut mit seinen Leuten eins geht, die mit seinen Leuten gemeinsam Lösungen findet. Dafür gibt es schon Argumente für verschiedene Fragen an einem Gesetz zu haben, einer Fragen an einem Kollektivvertrag zu haben. Das Gesetz muss immer den Kader machen. Das Gesetz sieht, auch für zu evitieren, dass es Abühe gibt. Dafür Gesetz zum Beispiel für wie viele Stunden die schaffen, wie ihn das dann organisiert. Das muss ihn zum Teil am Kollektivvertrag machen, das muss ihn zum Teil an einem Betrieb machen. Und ich fand, dass das die Natur vom Sozialdialog ist. Mit dem Sozialdialog gibt es da drei Gewerkschaften, die Entreprisen an der Staat, an eins gibt es zwei, nämlich Salarien an ihren Arbeitgeber, und ich fand, dass das nicht kontradiktorisch ist. So, dann, was ist kein Freund, das ist ich merci, ich wünsche euch eine schöne, allerhelle Vakanz. Und da freue ich mich, euch rumzusehen. Am November ist so nicht nach vielleicht zwei Rendezvous, die wichtig sind, die am November kommen. Den 4. November gehe ich auf Warschau, dann Akademie opmacher vom Collège d'Europe. Und ich werde da eine europapolitisch Rede für ich zu so wie ich gesehen, was meine Wünsche sind über die Zukunft von Europa an den Defien, die Europa hat. Das ist ein Rendezvous, den ich dann 4. November machen, an den noch en ligne ist mit den Aufgaben, die Regierungschef am Conseil Européen hat, mit dem weit darüber rausgeht, dass also nicht etwas direkt gebunden also in den Koalitionsakkord, das ist ganz wichtig, also dass wir irgendwie à long terme an einer, dafür geht es eine Uni auch für so etwas zu machen. Ich fand nämlich auch wichtig, dass wir als gemeinsam über Zukunft diskutieren, noch darüber kann den Streit an unterschiedlichen Meinungen haben. Die zweite wichtige Rendezvous, neben 100.000 anderen, mit denen aber interessant ist, fand ich, dass das den 13. November, da mache ich einen erneuerbaren Energiedisch. Weil es mir neben der Kannerarmut an den übergeordneten Sujeten, das Sujet von erneuerbaren Energien, ganz wichtig ist. Aber was gedacht du beklot, mit gesagt, das ist zu kompliziert, dauert zu lang,
eng van Millen bar in 10 Joer bis se kann oprichten, kommen noch viel kontradiktorisch Politiken dabei neen. An dürfir hunnech nur der positive Erfahrung, die man hatten ma der Reunion iwwer de Logement, wo ganz viele Ministerinnen a Ministerieren ze summe so, wo man ganz konkret mesureuren do no desideiert hun die Loen erwe sinn an der Chamber, wo man wirklich ein Paradigmewiese fertigkrit hun beim Logement, well ich dat nämlich machen bei den erneuerbaren Energien, an dafür hun Akteuren Terrain invitéiert zu summen mam Energieminister, zu summe mam Umweltminister an an enger Koordination mat all den anderen Minister, wéi Landwirtschaftsministerin, wéi den ITMsminister, wéi Bauteministerisch, fir do de Point ze man an dann och mat engem strikten Delay no der Methode, die ich hat beim Logementstech och dat an den nächste Wochen Änderungen firzuschloen, dat ma Firo kommen, sowohl bei Solarenergie wie bei Wandenergie. Also orienté 2 Rendezvousen werden man nach der Schweizer dann spremech op déi Rendezvous. Ja, Herr Auner. Ja. Also, nee, denkt, ja. Ich bin nicht gesagt, was ich von Boutique denke. Boutique ist Teil vom demokratischen Dialog. Ich weiß nicht genau, wen du hast, aber die Idee ist, du wie beim Logement, du noch dürfen einige Akteure nicht an dem Kontext gehen. Du hast darum gegangen, Prozeduren. Und hier ist ein bisschen dynamisch, es geht hier Prozeduren zu übergucken, zu durchlichten, zu gucken, dass man das Land von den kleinen Wehren gehen, und nicht, wo es eine Ewigkeit dauert, bis etwas ganz Positives in der Gesellschaft möchte, nämlich eine Photovoltaik zu verbreitern oder Eolienen zu bauen, weil wir eigentlich gern hätten, das haben wir gesagt, wie sie mal gewählt gehen, für eine Politik zu machen, wo wir mehr erneuerbare Energien haben, und die wollen wir umsetzen, dafür sind wir da, und das werden wir machen. Und da gibt es in der Politik immer Kontradiktionen oder Konflikte, und die muss dann eine Regierung tranchieren, die werden wir auch heute tranchieren. Merci.